Über die letzten paar Sender habe ich uns mit König Saul beschäftigt, oder wo sie leben wir, wovon der Menschheit wir, wovon der Königheit wir. In was wird die eben am sein kann, was habe ich auch von am gelehrt, wo wir hier am Anfang, als er König war. Der sei demütig, ja, der verstärkt sich, hängt draußen, als er dem König merken wollen. Er wollte am Anfang nicht, er hat nicht gedacht, dass er das tun kann. Ich glaube, wir haben uns alle mal so gefällt nicht. Gott hat uns zu was berauben oder was immer. Und wir am Anfang denken wir, er kann das nicht tun. Und das kriegt, was Gott von uns will. Über uns selbst kann wir viele Dinge für ihn nicht tun. Und über er sagt, ich will dir helfen, ich will mit dir sein. Und dann wird es schaffen. Und solange als Saul demütig bleibt, ging das. Und über, wir weiten, er ist nicht so geblieben. Der war immer stärker als König. Der hat sehr viel Erfolg als ein Kriegsmann. Und dann über Zeit war er sehr stolz. Und dann steht ab seine Fähigkeiten oder ab Gott zu verluten, vielleicht er immer mal ab seine eigenen Fähigkeiten und was er selbst tun kann. Und über dem vielleicht Gott an. Wir sagen auch zwei Beispiele, wo er gegen Gott gesündigt hat. Wer wird ein von diesen Beispielen erwähnen? Was tut er? Ja. Ja, der Prophet Samuel sagt, er soll die Amalekiter alle vernichten, nicht trehalten, nicht König, nicht Sachen, und er leidt den König am Leben, und er nimmt auch die ganz besten Sachen, die die Amalekiter haben, er lädt der Prophet die ganze Schuld ab seinen Kriegsmannen zu leihen, wir weiten über, das König, sein Wort als gesagt, nicht, der wird, was können gesagt haben, dass seine Männer dort nicht deuten. Und wo hat er noch gegen Gott gesündigt? Ja, Krieg. Ja, er braucht Gott ein angewandtes Opfer. Wer soll das tun haben? Samuel. Und Samuel würde das auch tun haben, aber Samuel bleibt, ich nehme an, ein bisschen länger treu, right? Zu sein, was soll tun wird, nicht? Aber einer steht, auf Gott zu warten und auf Samuel zu warten, greift er selbst an und braucht Gott ein angewandtes Opfer, worüber Gott nicht mit ihm zufrieden wird. Und dann wegen dieser Dinge sagt Samuel zu ihm in 1. Samuel 15, 28, der Herr haftet Königreich von die geräten und haftet einen anderen gegeben, der beter ist als du, David. Und David wird zu der Zeit ein zwischen 13 und 15 Jahre jung, der bütterlich nicht besonders schwer, der wird nicht sehr groß, der wird nicht sehr stark, der wird nicht reich und so weiter, der wird bloß gewöhnlich. Just normal. Und über das Wort, was Gott sei, gefällt, dass wir eine sehr scheine oder eine innerliche Scheinheit für Gott, nicht? Der bleibt Gott treu, der bleibt Gott ungeduldig und gehorsam. Also sagt Gott zu Samuel, dass er David zum nächsten König über Israel salben soll. Und obwohl David wusste, dass er zukünftig König sein wird, wie er nicht zustellt, Saul als Hauptspieler zu sein. Und ich mag mir bloß fest, oder Gedanken merken, was er gedacht hat, durch zu sitzen und für König Saul zu spielen, während dem Saul von dieser Schlechte oder Beise jetzt besessen wird. Und dann spielt er für den König und dann ging das weich. Was wären seine Gedanken da, nicht? Zu weiten ein Tag, wo ich ab den seinen Thron saßen. Und nicht über sie ein bisschen gewöhnliche Deiner hier bei den König seiner Feit und ich spiele für ihn. Er bleibt trotzdem Gott treu und gehorsam und demütig und wir weiten dort Gott am sei gefallen. Und dann in 1. Samuel 16, Vers 21 bis 22 lesen wir, Saul gleich David sei und er stellt am an als einer von denen, die sein Gewehr drehen. So nicht bloß Hauptspieler wie er nu, er wie auch einer von den Königs seine Gewehr. Und Saul schickt einer nur rechne Isai, dass wir David sein Bruder, und er fragt ihm, ob David nicht bei ihm bleiben können und ihm dienen können, wie es ihm den gefällt. So am Anfang hat Saul ihm so sehr gelegt, er will nicht mehr haben, dass David wirklich tief wohnen soll. Er soll durch bei Saul bleiben. Weil wir an diese wir denken, werden wir diese Serie wieder fortsetzen, wegen Luther wird der nächste dort sein. Luther wird eine große Hass zwischen Saul und David sein. Nicht, dass David Saul gehasst hat, aber wegen Saul
David Luther hassen wird. Und obwohl er bei Saul bleibt, sagt dort in Vers 15, David ging einmal hin und drei, einmal wie er bei Saul und einmal bei seinem Vater, seiner Schub bei Bethlehem. Und dort passiert, als David war Tüß wird, dann stand dort Volk Israel in großer Not, große Gefahr. Wir losen an der ersten Feierfarschen ans Text, Vers 1 bis 4. Nu kam das so ram, dass die Philister ihr Herr taub sammelten zum Kriegen, und sie sammelten sich bei Soko und Juda und mühlten ihr Lehr oder Camp bei Ephes Damin zwischen Soko und Seka. Und Saul und seine Männer sammelten sich an dort Ikentul, und da mühlten sie sich rein mit den Philister zu kriegen, und sie hatten ein Tool zwischen sich und den Philister, während ab dem Bauch an einer Seite, und die Israeliten ab dem Bauch an der anderen Seite, und ein Streikersoldat von den Philister, der Goliath heute Keimfer, der wir von Gott, und wir über 3 Meter hoch, es war die plottische Bibel, diese Verse über sagten, 3 Meter hoch, wie viel Schau gibt dort? Wie viel Schau sind 3 Meter? Nein, also eben eine Show, wenigstens. Wir können auch viel gratis gewesen sein als das. Dort redet von Ellen, und Ellen, wenn ich reise damals via von der Elgenbogen, nicht, aber hier, dort wir ein Ellen, und wenn die Menschen damals gratis wären, als was wir nun sind, dann würde diese Mut auch noch viel gratis sein, right? So, da können möglich sein, dass er noch gratis wäre als eine Show, aber wenigstens eine Show. Ein Ries von Gott. Und obwohl er so groß war, wie weiten wir diese Geschichte wieder hier, nicht? Wo David am Luther anbringen können, nicht wie es er so stark war, nicht wie es er so groß war, aber wie es er was anderes hat und wie wollen sein Wort dort wir. Ja. Und über er diesen Goliath besiegen können, muss David erst 3 andere Riesen besiegen. Was wären die? Das, was wir von der betrachten werden. Was wären diese 3 Riesen? Und was haben diese Verse für uns zu sein? So, wenn wir mit den Versen 8b und 9 anfangen, in 1. Samuel 17. Also, Goliath stand vor den Israeliten und raubt. Worum habe ich ihn so versammelt im Kriegen? Ich sehe ein starker Soldat von den Philister, und je sind Saul seine Männer. Wählt jemand einen von jenen Männern und lud dem hier nach mir kommen. Wenn der mit mir kämpfen und mir dort merken kann, dann will wir jene deine sein. Und wenn ich gegen Am gewinnen do, und Am dort merk, dann will je unsere deine sein, und uns deinen. Vers 11 dann. Und als Saul und seine Männer diesen Hirten verschrock an, dort sei, und sie hatten sehr Angst. So, das ist der erste Ries, den David besiegen muss, Angst. Und das ist eine sehr große Ries. Saul und seine Männer hatten Angst. Aber warum hat Saul Angst? Der wie auch sehr groß, der wie auch sehr stark. Nicht? Wie er nicht? Der wie viel grad als all die anderen israelitische Männer. Warum hat er Angst? Los wie viel wirkt nicht, wo Saul mit all seinen vielen Krieg mögt, der rundam wären? Ja, und wo er Brüder Dinge deed, wird wir das mal anders. Dass wir nicht das erste Mal, dass Saul gegen die Philister kämpfte, wären wir damals nicht Riesenmann die Philister? Sicherlich. Ich nehme an, die wären, dass wir ihre beste Soldaten, warum würden sie nicht von diesen Riesenmann ihre Kriegsmänner sein? Du würden gewahr sein. Wird wir das mal anders? Warum hat er Angst? Ja. Das wird anders. Aber du wie Gott einmal mit einmal bei ihm. Hij weiß, wenn Gott auf seiner Seite hat, dann kann er gewinnen. Das mal stand er allein. Obwohl er viele Kriegsmänner mit sich hat, er weiß, er wir allein. Gott wird nicht mit ihm. Ja, deswegen hat er Angst. Und seine Männer hatten auch Angst. Aber dann lesen wir von David. Und so sagt Goliath, sagt, wir David zu dieser Zeit trainen Bethlehem gegangen, und in unserer Tüß und kein Sache, dass seine 3 älteste Brüder nicht Tüß wären. Wo wären die? Im Krieg, ja, die gingen mit Saul im Krieg an. Die wären auch durch im Lehr, wo die Israeliten sich versammelt hatten. Und wie aus Davids Vater, Isai, all ein älterer Mann war, schickte er David und seine Brüder und sagte ihm in die Verse 17 und 18, wie 1. Samuel 17, Verse 17 und 18,
er sagt zu David, nimm einen Pingel mit dieser geräuschten Kerne und diese Tierbrot und spaut die und bringt die in eine Breite da. Und nimm auch diese Tierstecke Käse für den Kapitän von ihrer Düsen. Sei mal nur, wo dort mit deiner Breite steht und bring mir was Treffen an. Vers 20. Und tätig am nächsten Morgen legt David der Schub wie einen Hort. Und dann nahm er den Verrut und ging auf, so als ihn vor der Isai gesagt hat. Er kam nicht dort leer Grut aus den Armeien, sich warte für den Tag gegen Reitstahlen. Und sie schrien, Kriegsgeschreck, als sie vorwärts gingen. Vers 22 bis 24. Und David leitet sein Gepäck mit einem, der weichte über verschiedene Gepäck wir und ran zu Hahn, wo die Krieger wären, und begrüßt seine Brüder. Und als er du so mit anredet, kam der Philister, Steiger Soldat, der den Namen Goliath hat, ne fern, und Goliath kam von Gott. Und als der so vorwärts kam, schrie er, war das Salje aus und andere der. Und David hier dort Ganze, und als die Männer von Israel dem Sachen, rannten sie drei uit Angst. Angst. Aber wenn ihr seid, tollharken, was in Vers 26 steht. Und David sagt zu dem, der besieht am Stund, was wollen sie für dem tun, der dem Philister anbringt und diese Schon von Israel wegnimmt? Wer ist der anbestehende Philister, dort heu den lebenden Gott sein Herz so trotzen wird? Liebe Geschwister, lesen wir hier, dass David Angst hat? Nicht. Weil wir vielleicht annehmen, haben wir zu dieser Zeit nu vielleicht 15, vielleicht 16. Und all diese Kriegsmänner, die hatten schrecklich Angst. Saul, diese große Bruder, der hat auch Angst. Und hier kam dieser 16-jährige Junge und sagt, wer ist dieser unbeschnittene Philister, dort er sich wer und der Sonne wird zu sein gegen den lebenden Gott? David wird anders. David hat nicht Angst, wie es kriegt dort, wo Saul fehlen hat David. Er hat Gott. Gott wird mit ihm. Gott steht am Bi. Deswegen hat er nicht Angst. Und als Christen stehen wir auch manchmal vor Riesen, die uns Angst merken wollen. Zum Beispiel, vielleicht habe ich manchmal Angst, dort Rechte zu tun, wenn all die anderen Menschen dort Unrechte tun. Vielleicht habe ich Angst, wenn Gott uns abgehoben darf, der wir niemals getan haben. Oder vielleicht habe ich Angst, an der Schule oder bei der Arbeit von Christus oder von Gottes Wort zu reden, weil wir nicht weiten, weil andere sich darüber regieren wollen. Und dann schweigen wir. Dann bleibe ich still. Und es steht, was Gott zu sein. Und es steht, über Gott wird zu sein, über Gottes Wort wird zu sein, über Christus wird zu sein. Schweigen wir. Und solange wir Angst haben, liebe Geschwister, wollen wir nicht viel für Gott tun können. Wir wollen kriegen, dass die Israeliten sahen, die für 40 Jahre bloß Raum standen und nicht steigen. Die teilten sich zu Gottes Volk, zu Gottes Armee, standen über bloß Raum, weil sie Angst hatten. Aber an diesem Tag, als David Goliath zum ersten Mal hielt, da er Worte mit. Er hat nicht Angst, wie es er weiß, Gott wird mit ihm. Und wenn wir Angst kriegen, weil wir daran denken, dass Gott von der noch einmal mit seinen Kindern ist, kriegt es dann. Und solange wir arm in seinem Wort und Leib gehorchen tun, wird er uns niemals verluten. Und ob Gott es sieht, wo wir arme Sieger sind. Nicht? Hast du nicht eine Wahrheit? Hast du nicht die Wahrheit? Das ist. Nicht? Weil wir drei in unserem Text blicken, Vers 28. Vers 28, 1. Samuel 17, Vers 28. In Eliab, David sein ältester Bruder, hier wird David mit dem Mann reden. Eliab wird anwallig mit David und sagt, woran bist du hier? Wer ist nun mit deinem Porschub dort an der Wildnis? Ich weiß, wo groß du die Amadeus und wo schlecht du im Hort bist. Und Eliab seine Wirt fingen wie Davids zweiten Ries. Entmutigung. Eins wird nicht gesagt, woran Eliab der zu David sagt. Einweit wie überklar, dass wir nicht, wie es David eine Motiven hat. Wir weiten Gott, wir mit an. Der wird nicht bei ihm gewass sein, wenn er eine Motiven hat. Wir können annehmen, dass Eliab
aufjenstig über David wir. Seine Brüder sagen, wo Samuel David im zukünftigen König gesalbt worden. Right? Dass wir vielleicht für Eliab schwor. Dieser große, erwachsene Jung, als gekommen wie Samuel und er da kommen, er können der zukünftige König werden. Der wir vielleicht proben, stolz darüber. Und Samuel selbst sagt, das ist sicher, den Gott gewählt hat. Oh no, Gott sagt, no, den habe ich nicht gewählt. Und schließlich zuletzt wieder David. So, vielleicht wir darüber aufjenstig. Oder vielleicht wir Eliab aufjenstig, dass David für König direkt schaffen können. Vom König, für Saul direkt schaffen können. Als Hauptspieler und als einer, der sein Gewehr drehen kann. Und noch eine mögliche Grund, woran Eliab jetzt sieht, wie es selbst für 40 Tage bloß rumstand und nicht während Goliath vor ihm stand. Und hier kam sein jüngster Bruder, der sich kurz anmelden wollte, um gegen den Ries zu kämpfen. Right? Der stand da all für 40 Tage und der nicht, wie es Angst hat. Und hier kam David an und sagt, ich war mit am Kriegen. Und dann grinst Eliab am Üd. All diese Dinge drüben der Tod, dass Eliab heunsch mit David redet. Einer steht dort, sein Bruder probt ermutigen und abzubühen, probt zu entmutigen. Ein Bibelforscher schreibt, an Tiden, wo die meisten Christen an ihrem Dienst kalt sind, waren die Christen, die willig sind und mit mehr für Gott zu tun, stolz genannt worden oder hochmütig genannt worden. In Vierten von denen, die an ihrer eigenen Familie sind. Wir sollen uns nicht wundern, wenn Menschen, sogar Familienmitglieder, gegen uns tun, wann die uns für dort Werk Gottes angeben. Und ich glaube, vielleicht was von uns haben wir persönlich belebt, nicht? Was von uns an eingeschlossen worden, von unseren Geschwistern, Familie. Andere, andere proben Gott treu zu sein und die Eltern unterstanden dort nicht, oder die Großeltern, oder die Kinder sogar. Aber wenn wir uns für Gottes Werk anstunden und dort tun, was Gott von uns will, liebe Geschwister, lasst uns nicht entmutigt werden. Kein dort wird Menschen uns sein. Wenn wir weiten tun, dort Gott wird von uns will, und uns ist dort klar, liebe Geschwister, wer wird das tun? Wer wird nicht Gott horchen? In andererseits soll wir sei abpassen, dass wir unsere jährliche Geschwister nicht entmutigen, wenn sie eine Gemeindefläche gerade Verantwortung kriegen als wir oder eine andere Position kriegen als wir. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 4, Vers 11, merkt untereinander Mut und bütet untereinander ab. Abbühen. Das ist, was Gott will von uns, dass wir einander abbühen dürfen. Was David aus Eliab am det seht. Wir lesen an den Versen 29 bis 30. Wer nach Matt lesen det, Vers 29 bis 30. David sagte Eliab, was habe ich nu artig getan? Ich freu bloß. Und David dreht sich weich und frug noch saß wem, der selje freu und der jeven am Wade der selje antwort. So erstens, was David erstens beantwortete David seinem Bruder mit einer gelinde und sanfte Frau. Hat kriegt dort, was sie sehen Salmo, Jorn Luther geschrieben wird, in Sprüche 15, Vers 1. Eine gelinde Antwort stellt den euer, aber ein hartes Wort rätst zum euer. Ja? Das ist schwer, wenn Menschen uns proben, zu reden oder zu entmutigen, das ist schwer, dann eine gelinde Antwort zu haben für dich. Aber das wird Gott von uns will, nicht? Das wird uns helfen wird. Und dann dreht David sich von Eliab weich und fängt an mit anderen zu reden, die am ermutigen deuten, dort zu tun, was er für reich fängt. So, und das wies uns auch, dass wenn wir weiten, dass wir was für Gott tun sollen, dass wir nicht die Harchen, die uns proben, zu entmutigen, aber lieber nicht die Harchen, die uns proben, dann abzubühen und zu ermutigen, dort zu tun, was Gottes Willen ist. So, damit kann David seinen zweiten Ries besiegen. Erstens wird Angst und dann Entmutigung. Wenn wir die Verse 31 bis 33 nun lesen. Verse 31 bis 33.
Ein Gemeinde, der David hier worden vertalten dort wieder, als der König Saul du von hier, Leute David ankommen. Und David sagte Saul, keiner soll sich für diesen Philister ängsten. Ich war gut mit dem Kämpfen. Und Saul sagte, nee, du kannst nicht mit diesen Philister kriegen, du bist mal ein Jung. Und das Mann hat von jung an Kriegen gelehrt. Hier fingen wir den geraden Ries Zwiebel. Und dort wird nicht Sauls Plan, David zu entmutigen, so als Eliab dort prüft. Saul hat bloß nicht geglaubt, dass David Goliath besiegen kann. Er hat nicht geglaubt. Er hat gezweifelt. Und er will haben, dass David das auch zweifeln soll, so dass er das nicht dauern wird. Aber das hat er nicht geschafft. Was sagt David dann zu Saul? Er vertelt eine Geschichte aus seiner eigenen Vergangenheit. Und das fingen wir in die Verse 34 bis 37. 34. Was sagt meinen Vater seine Schub heiden da, dann kämen du Hahn und warte ein Leib oder ein Bohr, ein Lamm zu nehmen. Und dann ging ich da hingeron, killt die Daut und brach mein Lamm dreh. Und wenn das Tier sich gegen mich wehren deit, dann nehm ich dem beim Holz und schlug dem Daut. Ich habe beides Lebens in Born, dort gemerkt, er mit diesen unbeschnittenen Philister, wo er kriegt so, wie es der Armee, von dem lebenden Gott getrotzt hat. Der Herr hat mich von den Kleben vom Leib und von den Kleben vom Boy gerat. Und er wird mich von diesen Philister seine Klebe raten. Saul kann David nicht zum Zweifeln bringen. Wie es einen starken Glauben an Gott hat. Und ein Grund, warum sein Glauben so stark wie liebe Geschwister, wie es sah, wo Gott ihm in seiner Vergangenheit geholfen hat. Und er weiß, Gott würde weiterhelfen. Woran wird Gott nicht unterstellen? So tun prüft uns auch zum Zweifeln bringen. Haben wir das mal erfahren? Ja? Das wird er will, dass wir zweifeln sollen. Zum Beispiel, so dass wir an unserer Erlösung zweifeln. Er sagt, du bist nicht wirklich Kind Gottes, du hast die nicht wirklich abgemerkt. Dort wir an Gottes Life zu uns oder Gottes Beistand zweifeln. Er sagt uns, Thema, wo kann Gott die Life haben? Die haben all die Dinge gesehen, was die mal tun hast. Die haben die nicht live. Du hast nicht mal genug für die. Aber du hast genug, liebe Geschwister. Viel mehr als genug. Und Gottes Life ist viel größer, als wir uns überhaupt vorstellen können. Dort wir unseren jährlichen Guben zweifeln da. Nicht? Die kostet nicht. Hat Gott wirklich die Gube gegeben? Das kostet nicht. Oder wie unseren Heiligung zweifeln. Wo wird der Herr jetzt an die wohnen wollen? Der wird die nicht helfen. Und der einzige Weg, liebe Geschwister, wo wir diesen Ries besiegen können, besteht darin, dass wir in unserem Glauben wachsen. Wo? Well, indem wir Gottes Wort lesen und sein, wo Gott andere in der Vergangenheit geholfen hat und wo er uns verspricht, auch zu helfen. Der selbe Gott, der David geholfen hat, wird uns auch helfen. Das, was er uns verspricht. Kein Ding, wo groß die Riesen auch sind, ist Gott gratis. Gott ist gratis. Er wird uns helfen. Er will haben, dass wir zurückkicken sollen und sein, wo Gott uns an der Vergangenheit geholfen hat. Um zu sagen, ja Gott, wie du damals, er wird von dir auch du sein. Morgen auch. Der verspricht uns das. Und Gott ist gerade. David wird so sehr sicher, dass Gott am helfen wird, dass er nicht einmal seine Schutzbereitschaft mit sich nimmt. Die wären sowieso viel zu groß und viel zu schwach für ihn. Er nimmt seinen Hortstock in der Hand und lässt sich 5 große Steine aus. Er stappt sich die Steine in seine Torschnern und mit seinen Schläden in der Hand ging er den Philister entgegen. Und als Goliath am Sach sagte er zu ihm, Vers 43, sieh ich ein Hund, dass du gegen mich kämpfst mit dem Stock, und der Philister fliegt David aus in dem Namen von seinen Jatter. Nie höre ich mal, was wir in den Versen 45 bis 46 lesen dann. Dann sagt David zu den Philister,
Du kämst nur mir mit ein Schwert, einen Spieß und einer Schmiedstang, aber ich komme die in dem Namen von dem Herrn, der alles regiert, und der Gott ever das israelitische Heer ist, wonen die getrotzt hast. Von der, sagt er, von der nach wird der Herr mir die an meine Macht geben, und ich will die durchschlagen und die den Kopf aufschneiden, sagt David zu Goliath. Und Krieg so wird es auch. Vers 49. David fällt in seine Tor schnell, nimmt einen Stein und schmeißt den mit seinen Schläger und traf den Philister Stirn, und der Stein schlug an seinen Stirn an. Der Philister voll ab ihr, mit dort gesagt, rauf. Und dann ging David und stand er bei dem Philister und reiht dem sein Schwert aus seiner Scheid. Er hat nicht einmal ein Schwert mit. Er nimmt den Philister seine Schwert von der Scheid rüht und schneidet ihm den Kopf auf und mögt ein eng mit Goliath. Und als die Philister sagen, dass er steigen soll, dort wir randen sei alle bei. Nie hatten die Angst. Gleich soll er so tun, wenn Gott uns den Sieg gibt. So tun Pflicht. Liebe Geschwister, dort stammt, David hat den Ries Goliath besiegt. Mit Gottes Hilfe, ja. Aber so wie von der Sache, muss er 3 andere Riesen erst besiegen.